Da ist Lili, eure Märchenfee, aus dem Märchenstudio. Ich habe euch heute eine tolle Geschichte mitgebracht. Sie heisst «Prinzessin auf der Erbse». Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten. Aber es soll eine wirkliche, eine richtige Prinzessin sein. Da ist er durch die ganze Welt gereist, um so eine richtige Prinzessin zu finden. Aber überall war etwas im Weg. Prinzessinnen, von denen hat es mehr als genug gegeben. Aber ob es eine wirkliche Prinzessin war, das konnte er nicht herausbringen. Immer ist etwas, das nicht ganz in Ordnung war. Entweder war sie zu klein oder zu gross, zu jung oder zu alt. Da ist er wieder heimgereist. Und er war ganz traurig. Dann hat doch wirklich so gerne eine richtige Prinzessin finden. An einem Abend ist ganz ein schreckliches Gewitter aufgezogen. Es hat blitzt und donnert. Regen ist abgeströmt. Es war ganz entsetzlich. Da hat es an das Stadttor geklopft. Die alte Königin ist hingegangen, um aufzumachen. Es ist eine Prinzessin vor der Tür gestanden. Aber oje, wie hat denn die ausgesehen vom Regen und vom bösen Wetter? Das Wasser ist ihr von den Haaren über die Kleider in die Schuhe hineingelaufen. Aber dennoch hat sie gesagt, ich bin eine wirklich richtige Prinzessin. Ja, das werden wir schon erfahren, hat die alte Königin gedacht, aber hat nichts gesagt. Sie ist in die Schlafkammer gegangen und hat alle Betten abgenommen. Dann hat sie eine klitzekleine Erbse auf den Boden der Bettstelle gelegt. Sie hat 20 Matratzen genommen und auf die kleine Erbse gelegt. Und auf die 20 Matratzen hat sie noch 20 Daunendecken draufgelegt. Auf dem Ganzen hat die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen ist sie gefragt worden, wie sie geschlafen hat. «Oh, schrecklich schlecht», hat die Prinzessin gesagt. «Ich habe meine Augen fast die ganze Nacht nicht geschlossen. Wer weiß, was da im Bett war? Ich habe auf etwas ganz Härtem gelegen, so dass ich grün und blau am ganzen Körper bin. Es ist ganz entsetzlich.» Jetzt haben sie eingesehen, dass das eine wirklich richtige Prinzessin war, wo sie doch durch 20 Matratzen und 20 Daunendecken die kleine Erbse gespürt hat. So empfindlich kann niemand sein. Nur eine wirklich richtige Prinzessin. Der Prinz hat sie zur Frau genommen, denn er hat gewusst, das ist eine richtige Prinzessin. Und die Erbse, die ist in die Kunstkammer gekommen, wo man sie heute noch anschauen kann, wenn sie niemand gestohlen hat. Das war eine wirklich wahre Geschichte. Ich hoffe, die Geschichte der Prinzessin auf der Erbse hat euch gefallen. Es hat noch mehr schöne Geschichten. Schaut und hört doch vorbei. Ich würde mich freuen. Bis bald. Eure Lili. Tschüss zusammen.